Moment, jetzt muss ich nur das Loch finden. Ich im Swingerclub. Diesen Witz, den machst du halt so oft. Das werde ich nur ein paar Mal machen. Das geht schon seit einer halben Stunde so, das wissen die Leute nur nicht. So, ich bin wieder da. Ich war jetzt soweit. Dress im Swingerclub. Schlimm. Ich möchte euch ein Gedicht vorlesen. Sitzt du in der Badwanne und lasst einen ganz Start? Das schmeckt, ja, ich weiß schon, ein kleines wenig fad. Aber steigen dir in die Blase, so lustig in Tee, das ist erfreut, das ist schön. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 12 vom Wellensittich-Stammtisch. Gefreut uns sehr, dass ihr wieder da seid. Ich bin hier heute mit meiner Freundin Verena. Grüßt euch. Und Gott sei Dank auch wieder mit der Anja. Habe die Ehre. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön von mir und ich glaube im Namen von alle Wellensittiche, dass ihr die letzte Folge nicht ausfallen habt lassen, obwohl ich ihn nicht kennen habe. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Danke dafür. Habe mich auch tatsächlich aufgeheitert, weil die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, werden es mitgekriegt haben, dass ich nicht dabei war, weil mein Fellbaby leider unerwarteterweise gestorben ist, mein Macy. Und ja, ich bin nach wie vor, ehrlich gesagt, brutal traurig, aber mir hat letztes Mal ein lieber Bekannter von mir ein total nettes Feedback zu unserem Podcast gegeben und hat gesagt, ihm geht es zwar nicht schlecht, aber wenn es einmal schlecht geht, dann darf er sie unseren Podcast anhören. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt quasi live so, also ich höre mir jetzt live an, was diese zwei blöden Menschen zusammen haben. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, auf diese Ablenkung. Und deswegen, ich habe ja die letzte Folge gehört und weiß, dass ich jetzt halt ran darf. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Sagt es mir doch bitte nur mal, was ihr da hattet. Res, leg los. Okay, also meine 3 Fakten sind: Nummer 1, ich habe meinen eigenen Tod vorgetäuscht. Nummer 2, ich habe mir meine lange Zäpfe abschneiden müssen, weil ich Leis gehabt habe. Und Nummer 3, ich bin von daheim weggelaufen. Was ist die Lüge? Nur nochmal zum Kontext für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, schaut euch sofort zurück. Res war da eine Teenagerin. Ja, das ist wichtig zu sagen. Ja. Boah. Okay. Also, dass du von daheim weggelaufen bist, irgendwie ist das sehr billig, aber irgendwie auch plausibel, weil ich glaube, jedes Kind ist schon mal von daheim weggelaufen, und wenn es nur für 10 Minuten war. Es ist irgendwie durchkalt. Es ist Winter, verdammt, wir wohnen in Bayern. Also das kann schon auch stimmen. Dann das, dass du deinen Tod vorgetäuscht hast, das weiß ich sogar. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du das wieder verfremdet hast, weil du hast uns schon mal erzählt, dass du mal in einer ganz, ganz schwachen Stunde die als jemand anders ausgegeben hast im Internet und das dann irgendwie zu eng geworden ist, diese Liebesbeziehung mit dieser Person, die gedacht hat, du bist wer anders und dass du deswegen dann deinen Tod vorgetäuscht hast, weil du die Person quasi nicht verletzen willst und mit ihrer Schluss machen willst, was natürlich sehr, sehr edel von dir ist. Ich weiß nicht, ob es das weniger verletzt hat. Naja, ist wenigstens nicht Schluss gemacht worden. Ja, gut. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Es liegt an meinem Tod. Ja, schwierig. Deswegen muss ich jetzt fast das mit die Leis nehmen,
weil ich auch glaube, dass du keine Käse-Kurzhaarfrisur mal hattest. Also zumindest sind uns da die Bilder dann vorenthalten worden. Und wir haben an deinem 30er ein Fotoalbum angeschaut von deinem Leben, das deine Eltern erstellt haben. Und die haben doch da so eine kecke Frisur, so was Freches, habe ich schon mal eingestellt. Daher sage ich, dass das die Lüge ist. Du hast mir leider durchschaut, ja. Ich hab gehofft, ihr habt es vergessen, dass ich einen schwarzen Moment hatte, in dem ich es nicht übers Herz gebracht habe, mich von einer fremden Person im Internet zu trennen und deswegen leider meinen Tod vorgetäuscht habe. Das ist so übel. Ja, also ich war da 12 oder 13 maximal, also ich war echt nur sehr, sehr jung und einfach blöd, das muss man so sagen. Ich weiß nicht, wie sehr ich die Geschichte ausschmücken möchte, aber das Problem daran, wenn man seinen Tod vortäuscht, ist ja, dass die andere Person nichts davon mitkriegt, wenn man sie nur übers Internet kennt. Weil man kann ja nicht schreiben, hey, übrigens, ich bin jetzt tot. Stimmt, oh Gott. Deswegen habe ich gedacht, ich bin besonders schlau. Und habe mich halt dann als meine eigene Zwillingsschwester ausgegeben, die Nachricht überbracht hat. Das ist so makaber, ich kann nicht. Ich bin auch nicht stolz drauf. Ich finde es jetzt lustig, aber ich finde es auch richtig, richtig schlimm. Also, ja. Was mich interessiert ist, wann ist dir jetzt eng geworden? Also was war der Punkt, wo du gedacht hast, oh nein, jetzt so darf man das beenden hier. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich glaube, als die andere Person, also ich habe mich auch als Typ ausgegeben, das muss man auch noch dazu sagen. Oh Gott. So. Und die andere Person war ein Mädel in meinem Alter halt und die hat sich dann natürlich in mich verliebt. Wie kann es auch anders sein? Und dann habe ich halt gemerkt, oh, das ist irgendwie super unangenehm. Ich will das nicht. Und ja, naja. Ja, passiert die Besten. Aber bei mir hat sich gerade auch eine sehr, sehr unangenehme Erinnerung freigeschaltet. Weil ich habe auch mal mit irgendjemand gechattet, da war ich auch 12 oder so, auf ICQ damals noch, like wer kennt. Und die Person hat mich dann auch irgendwann gefragt, ob ich einen Freund habe und ich wollte halt auch cool sein und habe ich ja geschrieben. Und dann wollte die Person halt auch Beutel sagen von meinem Freund und dann habe ich meinen Bruder geschickt, weil ich mir gedacht habe, scheiße. Er hätte einfach auch irgendwas in Google-Bildersuche eingeben können, aber so schlau war ich noch nicht, wenn es Baby. Also ja, sorry. Naja. Dann bist du also mit deinem Bruder zusammen. Ja, wie fast jeder in meinem Dorf. Ich wollte gerade sagen, als Bergvolk. Deswegen sind wir alle so schier. Was möchtest du mal? Aber, wo wir gerade beim Inzestvolk sind, Verena, was war denn deine? Entschuldigung, wollt ihr die Geschichte nicht hören, wie ich von daheim weglaufen die bin? möchte ich. Also, Entschuldigung. Auf jeden Fall, Entschuldigung. Das habe ich einfach schon wieder so hingenommen. Das ist wie das Hundefutter. Ja, das ist einfach so, naja, wer es halt schon gemacht haben, mein Gott. Res, warum bist du eigentlich von daheim weglaufen? Schön, dass du fragst, ich erzähle die Geschichte super gern. Ich war so 14, 15 ungefähr und ich habe mich richtig schlimm mit meiner Mama gestritten. Und dann habe ich gedacht, so, es reicht mir, ich brauche euch nicht mehr. Und dann habe ich meine Sachen zusammenpackelt und habe mich mit Freund an einem See getroffen, der nicht so weit weg ist von meinem Daheim. Und ich wollte halt da hingehen zu Fuß. Ich bin die Strecke sonst immer mit dem Auto gefahren worden und mit dem Auto waren das so 2 Minuten. Mir war nicht bewusst, wie lang das zu Fuß ist und es war abends, es war dunkel und ich wollte nicht durch den Wald gehen, also habe ich auf der Bundesstraße gehen müssen. Oh Gott. Nicht nach. Liebe Kinder, ist ultra gefährlich. Irgendwann ist dann ein Auto neben mir stehen geblieben, wo ein Typ drin war, der gesagt hat, hey, alles gut bei dir, soll ich dich mitnehmen? Und ich habe mich nicht Nein sagen traut und bin dann eingestiegen bei dem. Es war, wie gesagt, eine sehr kurze Strecke. Ich habe ihm gesagt, ich muss da 4 und
Es war alles okay, also der hat mich da vorne dann auch auslassen, aber ich habe trotzdem die kurze Zeit, die ich in dem Auto war, ultra Angst gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, fuck, jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert, jetzt werde ich entführt oder so, einfach nur, weil ich mit meiner Mama gestritten habe. Ja. Und dann habe ich mich da an dem See nachts mit meinen Freunden getroffen, habe einer mein Leid geklagt und relativ schnell war ich bin von daheim weggelaufen, dann auch wieder beendet, weil wir die heimgebracht haben. War sehr unspektakulär. Nett von Aber der Wille war da. Oh Gott, liebe Kinder und erwachsene Kinder, bitte jetzt nicht trampen. Ich habe Angst um euch. Macht es nicht. Macht es echt nicht. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, Therese. So gern. Vreni, was waren deine Fakten nochmal? Ja, bei mir geht es auch um meine Kindheit. Als ich klein war meine Lieblings-CD Ottis Wiesenhits und da waren Banger drauf, wie der Anton aus Tirol und lebt denn der alte Holzmichel noch? Nummer 2, meine Eltern waren große Fans von die Kastelroder Spatzen und deswegen habe ich als kleiner Scheißer auch schon eine weiße Rose sehr schnell auswendig trällern können. Und Nummer 3, mein Lieblingslied als Kind war eine Zeit lang Sexbomb und das habe ich auch in sämtliche Freundesbücher so reingeschrieben. Also, das letzte stimmt auf jeden Fall. Weißt du das? Ja. Geil. Ja. Stell mir nämlich vor, wie du das beim Spiegel gesungen hast. Zu Recht. Nein, das weiß ich, weil das hast du mir irgendwann mal erzählt. Und das hat mich damals schon so gefreut, die Info. Das weiß ich tatsächlich noch. Die anderen 2 Sachen weiß ich nicht. Das muss ich mir jetzt wieder herleiten. Also, dass wir Anton aus Tirol mega geil gefunden haben als Kinder, haben wir schon öfter besprochen. Deswegen klingt das für mich schon sehr glaubwürdig. Und mein Papa liebt ja die Kastelruther Spatzen, was jetzt meine Mama und ich nicht so feiern. Aber ihm zuliebe singen wir natürlich auch immer inbrünstig eine weiße Rose mit. Und ich glaube, dass ich mich darüber auch schon mal lustig gemacht habe in deiner Gegenwart. Und dann hast du, glaube ich, nicht gesagt, ja, meine Eltern lieben das auch voll. Kannte ich mich nicht erinnern. Und zu Lebt denn der alte Holzmichel noch, möchte ich sagen, dass es hier nicht nur ein Wissenschaftspodcast ist, sondern dass ich auch in anderen Formaten sehr viel wissenschaftliche Aussagen tätige. Ich war im Herbst bei Vox in so einer Sendung, da wo man immer so Kommentare zu Songs abgeben muss und ich habe das nicht ganz kapiert. Also mir ist gesagt worden, ja, es ist ein Interview und ich habe aber erst während des Interviews irgendwann mal kapiert, dass ich dieser kleine Kofi jetzt bin, der Sachen kommentieren soll. Und dann hat diese Reporterin halt einfach immer irgendwelche Songtitel gesagt und ich soll da was dazu sagen. Ich habe mir das immer beim Schauen so vorgestellt, dass das so ist, dass dir das dann auch wirklich vorgespielt wird und dann kommst du nochmal in die Stimmung von dem Liedl und so und dann sagst du was dazu. Na, die sagt einfach nur, lebt denn der alte Holzmichel noch? Und liest das so vor. Und dann ich so, ja, er lebt noch. Und das haben die eingeschnitten. Aber es ist eine adäquate Antwort, also kannst du nichts sagen. Ja, für mich war das in dem Moment irgendwie so eine Frage. Wenn jemand so vorliest, lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, danke dafür. Da war meine ganze Familie natürlich wieder sehr stolz auf mich, dass ich so gute Antworten gebe. Na, aber auch da, es ist ein gutes Scheim. Ich glaube da das. Ich glaube da das zweite nicht. Okay, du hast recht. Meine Eltern sind auf gar keinen Fall Kastelruther Spatzenfans. Und Ottis Wiesenhits, also Ottfried Fischer ist klar, gell? Ottis Wiesenhits. Ja, Ja, klar. klar. Der hat eine CD zusammengestellt und die war einfach nur geil. Es waren sogar 2 Wie kann's auch CDs, anders eine sein? Doppel-CD. Und das war Geil. auch eine der ersten CDs, die wir gehabt haben. Habe ich geliebt. Schön. Das sollten wir uns anhören am Wochenende. Mal schauen, ob ich die noch habe. Hey, ich finde es richtig krass, dass ich euch schon wieder durchschaut habe. Ja, Das ist echt.
Bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde krass, dass wir uns anscheinend doch so viele Sachen verzeihen. Also ich habe gemeint, das mit Sexbomb habe ich euch nicht verzeiht, aber gut. Anscheinend schon. So, sehr schön, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Aber Anja, du schulst uns ja auch noch deine Geschichten von der vorletzten Folge quasi. Wir haben ja nur aufgelöst, was die Lüge war, aber wir möchten schon noch wissen, was da passiert ist. Ja, stimmt. Also meine 3 Fakten waren ja alle, bevor ich selber Musik rausgebracht habe. Fakt 1 war, dass ich mal mit einem bekannten Sänger an der Bar geschmust habe und aber nicht gewusst habe, wer er ist. Und dass mir mittlerweile immer sehr peinlich ist, wenn ich den auf Veranstaltungen triff und ich auch denke, dass er das nicht mehr weiß. Der zweite Fakt war, dass mich eine Malle-Sängerin mal abschleppen wollte. Also die wollte, dass ich mit ihr aufs Zimmer gehe. Und der dritte Fakt war, dass mir eine bayerische Band nach einem Gig, als ich mit einer ein Fanfoto machen wollte, am Busen grapscht hat, also einer von dieser Band. Und der dann noch sympathischerweise noch gesagt hat, dass sie, Zitat, mein Freund nicht so haben soll. Sehr, sehr sympathisch. Und die Mädels haben es letzte Mal schon aufgelöst. Nummer 1 war die Lüge und das haben tatsächlich die wenigsten von euch erwartet. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass ihr wirklich gedacht habt, dass ich mir Nummer 3 ausgedacht habe. Ich habe gedacht, das ist so offensichtlich, dass man sich so eine Geschichte nicht ausdenkt, aber ihr habt es tatsächlich, eigentlich die meisten von euch haben gedacht, dass das die Lüge war. Ja, bin ein bisschen enttäuscht von euch. Kann man sich nicht vorstellen, dass sowas ernsthaft passiert? Na, das darf doch nie jemand machen. Na. Warum auch? Na, alles gut, ihr habt ja einfach geran. Noch mehr enttäuscht war ich nämlich damals von diesem Typ, weil das war meine Lieblingsband. Und könnt ihr euch vorstellen, wie schockiert man dann ist, wenn das dann auch noch die Lieblingsband ist und du dann diese Musik nie wieder hören kannst, weil es die da komplett versaut haben. Also inzwischen da die Person auch angezogen. Also wenn man jetzt jemanden am Busen gelangen hat, aber da war ich halt, keine Ahnung, 19 oder so. Und ich war einfach so, also ich war wirklich geschockt. Ich habe gar nichts machen können, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe das dann, ich weiß nicht, ob ihr schon mal begrapscht worden seid, aber ich habe das dann noch Tage danach gespürt irgendwie so. Dieses Gefühl. Also richtig, richtig eklig ist das einfach. Na, war nicht cool und mir hat auch schon eine geschrieben, ja, welcher Band das war. Ich sage euch das aber nicht. Aber, und das ist das Gute, da können wir uns jetzt alle gemeinsam mit mir freuen. Ich habe auf jeden Fall schon seit sehr vielen Jahren viel mehr monatliche Spotify-Hörer als diese Band und das reicht mir vollkommen aus Genugtuung. Zu Recht. Einen herzlichen Mittelfinger an diese bayerische Band. So. Und der Fakt 2 war auch wahr. Also da war ich selber Barkeeperin in meine 20er im Lengrieser Bierzeit und da war eine Malle-Sängerin da. Und es war nicht Mia Julia, haben viele von euch vermutet, aber nein, Mia Julia habe ich tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben Backstage getroffen. Beim Mallorca Sommerfestival und da war die einfach nur herzig und wollte mich leider nicht ins Bett kriegen. Na, ja, aber da kann man jetzt auch nicht viel mehr dazu erzählen. Also ich bin ja nicht mitgegangen, daher kann ich euch jetzt auch nicht berichten, wie es gewesen war. Schon. War eine Geschichte gewesen. Ja, gut. Schön. Dann, da ich sagen, machen wir mit dem heutigen Folgenthema weiter, weil das ist sich gewünscht worden vor dem Wellensittich und wir kämen natürlich manchmal, wenn wir gut drauf sind, eure Wünsche noch. Und zwar will die Person, dass wir ein bisschen über Fasching reden. Steht er jetzt vor der Tür. Daher meine Frage an euch. Seid ihr Faschingsmäuse? Also ich bin überhaupt kein Faschingsmaus eigentlich. Ich bin in meiner Kindheit und Jugend halt zu die Faschingsumzüge gegangen, weil es halt jeder so gemacht hat und weil man da natürlich auch ganz fest fortgehen will, wenn man Teenie ist. Aber seitdem
beschäftigt mich das überhaupt nicht mehr tatsächlich. Aber ich kenne jemanden in dieser Dreierkonstellation, der eine große Faschingsmaus ist. Ich gebe das Mikrofon weiter. An mich oder was? Ja, Wie kommst du denn da drauf? Erzähl doch mal. Ich war zumindest mal eine sehr, sehr, sehr große Faschingsmaus. Damals, zu einer Zeit, wo meine Freundinnen noch fortgegangen sind, war ich sehr viel im Fasching unterwegs. Ist tatsächlich weniger geworden, aber ich habe letztes Jahr an Fasching ein Revival gehabt. Da bin ich einfach durchgehend fort gewesen, 5 Tage hintereinander. Hab zwar auch keine Freunde gehabt, hab aber Faschingsfreunde gefunden, an die ich mich immer eingeladen habe. Naja, man findet schon Freunde, wenn man auf ein Fasching geht. Ist so. Na, hat passt. Habe ich sehr viel Spaß gehabt. Und heuer weiß ich jetzt nicht. Also ich verbringe ja das Faschingswochenende mit euch. Da ist natürlich die Frage, ob da was passiert oder nicht. Wir werden sehen. Wir kannten uns als Wellensittiche verkleiden oder so. Das braucht die Welt auf jeden Fall. Ja. Nicht oder was? Also, ich glaube, dass wir die enttäuschen müssen an dem Wochenende. Außer es passiert jetzt noch ein Wunder, aber ich glaube, dass ich am Wochenende noch nicht so in der Faschingslaune sein werde. Das ist genehmigt. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht schon. Wer weiß. Ich mag ja am liebsten eigentlich Faschingszüge. Also das gefällt mir schon gut. Da ist die Stimmung eigentlich immer ganz gut und ja, ist mal ganz nett zum Anschauen. Ich bin auch schon zweimal selber mitgefahren. Seid ihr schon mal mitgefahren? Nein. Nein, noch nie. Ich war ja das erste Mal bei einem Faschingszug mit dir, Anja, vor 3 Jahren erst. Ich war davor nie auf einem Faschingszug. Echt? Ja, Ach, weil bei Schmarrn. uns im Geig, oder so jetzt in der näheren Umgebung, gibt es eigentlich gar nicht wirklich Faschingszüge. Also letztes Jahr hat das erste Mal das Nachbarkaff wieder einen aufgezogen und die machen das jetzt anscheinend öfter. Also die machen es heuer wieder. Aber so ist hier in der Gegend Faschingszugmäßig. Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja dumm und weiß einfach nicht, keine Ahnung. Aber ich habe meine Premiere mit dir gehabt. Das war mir eine Ehre. Schön. Überzeugt uns doch jetzt mal. Schreibt Ja. uns mal in Kommentare, egal wo ihr das jetzt gerade streamt. Schreibt uns mal, wo wir hingehen müssen am Wochenende. Ja, Sagt es unbedingt. uns. Und ihr müsst aber auch Werbung dafür machen. Also jetzt nicht nur, kommt zum Blabla Faschingszug, sondern kommt doch hier, weil. Ja. So, weil vielleicht überlegen wir es uns dann. Wir verbringen nämlich das komplette Faschingswochenende bis zum Faschingsdienstag miteinander. Und es ist der Plan, dass wir uns eigentlich bis auf ein paar Outdoor-Aktivitäten einsparen werden. Deswegen, naja, liegt jetzt an euch. Ihr habt es in der Hand. Überzeugt uns, ja. Der Wellensittich, der sich die Faschingsfolge gewünscht hat, wollte auch Kostümideen von uns wissen. Und mich das interessieren, weil ich bin da teilweise echt sehr, sehr unkreativ. Habt ihr so ein Last-Minute-Kostüm? Vreni? Was immer geht, ist Cowgirl. Also eine Jeans und ein kariertes Hemd hat jeder daheim. Und irgendein Hut, zur Not ein Strohhut vom Papa oder vom Opa ausleihen oder so. Dann ist man doch schon Ja. gezogen eigentlich, oder? Heustierl noch, ja, das stimmt. Ja, zum Beispiel, genau. Oder was auch noch gut geht, ist Schlafmütze. Also einfach irgendwie ein Nachthemd und eine Laterne mit Kerzerl drin oder so. Das habe ich noch nie gesehen. Das war die Verena letztes Jahr. Da hat sie uns ein Foto geschickt, das Echt? weiß ich Wie? noch. Ah, genau, da habe ich irgendeinen Schlafmütze oder irgendeinen Schlafanzug auch gehabt. Ich weiß nicht mehr, das war ein Mottoball auf jeden Fall, aber ich weiß das Motto ehrlich gesagt nicht mehr, aber da waren alle, dann war es wahrscheinlich Pyjama-Party oder so. Weil da waren alle im Schlafanzug. Geil. Das einmal geil finden, vielleicht auf so eine Party zu gehen, die das Motto hat, ich bin halt daheim und mach keine Tür auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Da waren dann sehr wenig BHs wahrscheinlich auf dieser Party, aber das ist ja Fall. kein Problem. Das wäre doch geil. Das Ja, war richtig Einfach geil. mal alle so in Jogger und ein XXL T-Shirt oder Pulli, die überhaupt nicht zusammenpassen, ohne BH, alles schwingt.
Ja, und sehr viel Flecken auf dem Pullover. Ja. Ja, und so verschiedene Socken. Oh, Ja. das zu lieben. Und keine bürstelten Haare. Ja. Und so brun. Ja, mit der Brüne. Ich laufe einmal mit der Brüne rum, wenn ich kreislig bin. Ja, das ich gut finden. Ne? Also, falls Ja. jemand so ein Partykonzept machen will, wir kämen. Stimmt, ja, das wäre witzig. Res, hast du eine Verkleidungsidee? Ich finde, was ganz oft auch so Last-Minute funktioniert, sind irgendwelche Tiere. Also du musst Ja. ja dann einfach nur in der Farbe, so wenn es ein Frosch sein willst, dann zeigst du ein grünes Oberteil, auch grüne Hosen. Gut, das ist jetzt vielleicht eine Farbe, die man nicht so schnell mal daheim hat, aber eine grüne Jogginghosen hat man vielleicht dann doch. Und generell finde ich, funktioniert das bei vielen Tieren. Auch so Reh oder so, da machst du noch ein paar Punkte ins Gesicht, 2 Astel von draußen in Tor und zack, bist das schon. Bist der Rehlein. 2 Astel von draußen finde ich richtig geil. Ja. Mega gut. Also ja, ich finde, Tier geht immer. Kriegt man irgendwie zusammen. Hast Das du stimmt. was? Du hast ja einen relativ großen Faschingskostüm-Fundus sowieso schon daheim. Das heißt, du brauchst gar nicht so dringend Last-Minute-Ideen, oder? Ja, ich hab das nicht daheim, sondern meine Mama hat das daheim. Ja, da gehe ich immer ein bisschen ausleihen. Aber bei mir ist ja das Problem, oder was heißt Problem, aber ich gehe ja am liebsten schier Fasching für alle Preisen hässlich. Das ist ja was Verena überhaupt nicht versteht. Die mag irgendwie schießen an Fasching. Und ich will irgendwie immer so richtig schier sein an Fasching. Das macht mir irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist auch schon ewig so. Also, das kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr aus mir raus. Also wenn ich mal schön Fasching bin, dann wisst, dass ich mich halt nicht so fühle. So, dass ich nicht so ganz ich selber bin. So. Meine Last-Minute-Idee, die ich letztes Jahr umgesetzt habe, war, dass ich mir ein altes Bettlaken drüber geschmissen habe und die Augen und den Mund ausgeschnitten habe. Und dann war ich ein Geist. Also das ist wirklich sehr, sehr billig. Aber gut. Es ist ein Last-Minute-Kostüm, kann man nichts sagen. Ja, schön. Und die Person wollte nur von uns wissen, was für uns gute Faschingssongs sind. Das finde ich total schwer. Aber jetzt fragen wir wieder den Ultra. Vreni, was ist dein Lieblingsfaschingssong? Schwierig. Mai Viva Colonia ist so ein Klassiker, oder? Kann man auch umdichten in Viva Bavaria. Verdammt, das wollte ich sagen. Jetzt hast du mir alles genommen. Und das ist ja das Einzige, was mir eingefallen ist. Ja doch, da sind wir kreativ. Kann man nichts sagen. Was ist bei dir das? Also dadurch, dass ich auch schon seit 100 Jahren nicht mehr auf einem Faschingszug war, ich weiß wirklich nichts. Wenn ich jetzt so die letzten Tage mal durch Instagram oder wo auch immer gescrollt habe, dann bin ganz oft hängen geblieben bei diesem Ich bin ein Kölsche Jung, heißt das. Das mag ich. Das ist aber, glaube ich, vielleicht dem geschuldet, dass das das Einzige ist, was ich kenne, aber ich mag's. Ja. Was ist bei dir? Wenn es jetzt nicht Viva Colonia ist, Anja? Ja, wie gesagt, sie hat mir jetzt alles genommen. Nein, ich mag kölsche Musik ja generell gern, weil ich ja gern Dialektmusik mag. Wer hätte es gedacht? Wild. Deswegen, da gibt's schon ein paar gute Bands. Ich mag zurzeit, oder ich habe zurzeit einfach echt oft ein Ohrwurm von dem Ich bin eine Karnevalsmaus, das ist von Druckluft. Ja. Und von Nancy Frank, die ist da auch mit dabei in der Partyversion. Liebe Grüße. Und ja, muss ich jetzt sagen, aus Sympathiegründen, Kölle am Ring von Malle Anja und Marc Eggers. Auch da grüße ich jetzt gewiss am Borischen Podcast. Ganz bestimmt. Schön, dass ihr so seid. Schön. Aber schreibt uns doch mal gern eure Faschings, Karnevals, Fastnetz, Fastnachts, was auch immer ihr dazu sagt, Banger. Wir sind natürlich Bitte. immer für gute Musik zu haben. Vor allem für Saufmusik. Und
Dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Leck mich fett im Fressen geschissen. Und da ich nämlich dann heute gern passend zum Faschingsthema von euch wissen, was sind denn die 3 besten Faschingskostüme, die ihr jemals gehabt habt, versus die 3 schlimmsten? Res, du als Faschings-Ultra, leg doch los. Irgendwann warst doch auch mal ein Fasching. Ja, weil du hast mich erwischt. Ich fange mit die 3 schlimmsten an. Ich habe es gerade schon gesagt, ja, Tiere kann man easy machen. Auf Platz 3 meiner schlimmsten Kostüme ist ich als Bambi. Es war einfach nur schrecklich. Ich habe gedacht, ja, so schwer kann es nicht sein. Ich habe mir ein YouTube-Tutorial angeschaut, es war 2012. Und die Frau in dem YouTube-Video hat halt erst so mit Weiß die Grundierung auf ihrem Gesicht gemacht und dann mit einem braunen Lidschatten Punkte. Bis dahin nicht schwer, habe ich mir gedacht. Die einzige weiße Grundierung, die ich gehabt habe, war so weiße Clowns-Schminke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist sehr dick und stinkt so. die stinkt auch sehr, ja genau. Und die kriegt man auch sehr schwer auf sein Gesicht, habe ich festgestellt, dass es mit meinem Pinsel nicht geht. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, das einfach mit meinen Fingern auf mein Gesicht zu machen. Das war dann eine sehr dicke Schicht. Das hat einfach ausgeschaut, als hätte ich ganz viel Sonnencreme im Gesicht. Und dann habe ich auf das drauf, weil ich habe die Clownschminke auch nicht glatt gekriegt. Also die war dann so wie, das war nicht glatt. Und dann habe ich nur mit Lidschatten braune Punkte gemacht und die waren aber leider sehr groß, weil ich wollte es halt schön rund machen und wenn er nicht gescheit rund worden ist, der Punkt, dann habe ich ihn halt auf der anderen Seite ein bisschen aufgefüllt und dann war er da wieder zu viel, dann hast du ihn auf der anderen Seite auffüllen müssen. Und zum Schluss hat es einfach nur ganz schrecklich ausgeschaut. Aber das Gute ist, es gibt davor ein YouTube-Video, weil ich habe gedacht, hey, wenn die andere Frau ein Schminktutorial filmt, dann kann ich das doch auch. Das heißt, ich habe das mit der Kamera begleitet und, obwohl es so schlimm ausgeschaut hat, habe ich das auch hochgeladen. Also Gibt's das noch? Natürlich nicht. Schade. Aber das gibt es hoffentlich nur auf nicht gelistet oder auf privat, dass wir das anschauen können. Das können wir nach dem Podcast mal schauen, ja. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Oh. Ja, genau. Es war von vorn bis hinten ein Desaster. Ich will eigentlich nicht länger drüber reden. Das war ganz schlimm. Auf dem 2. Platz ist ein Kostüm, das nicht an sich schlimm war, aber ich habe mich da mega unwohl gefühlt, weil alle anderen so richtig krass verkleidet waren und ich habe einfach nur einen Blaumann angehabt. Es war so ein, oh, eigentlich möchte ich mir nicht mit fortgehen, aber ich habe mich dann doch überreden lassen, aber ich habe kein Kostüm daheim, was mache ich? Dann habe ich halt von meinem Papa so einen Blaumann angezogen und einen Tanktop drunter und das war's. Und es war so, ja, wie gesagt, es ist kein schlechtes Last-Minute-Kostüm, aber wenn alle anderen voll die aufwendigen Kostüme haben und sich voll Mühe gegeben haben und auch noch geschminkt sind oder so, kommst du einfach blöd vor. Von dem her, ja. Einen Blaumann fühle ich mir aber schon immer gut. Na, also ich habe mich da null wohl gefühlt, leider. Schade. Ja. Und auf Platz 1 ist ein Kostüm, das in der Theorie richtig gut war. Und zwar haben meine 2 Freundinnen, Kadi und Becky, sich gedacht, wir basteln uns dieses Jahr unser Kostüm selber. Und zwar machen wir uns Kleider aus Plastiktüten. Und dann haben wir einen ganzen Nachmittag damit verbracht, in der Stadt rumzulaufen und die coolsten Plastiktüten zum Sammeln in verschiedene Geschäfte. Also so, früher hat der New Yorker ja diese schwarz-weiß karierten Plastiktüten gehabt. Mhm. Die haben wir unbedingt gebraucht. Das Nanunana hat gelbe Plastiktüten gehabt mit so roter Schrift drauf. Die wollten wir unbedingt. Und so sind wir halt durch die ganze Stadt. Und dann haben wir uns auf die Nacht zusammengesetzt und haben Schnittmuster gemacht und uns überlegt, wie bicken wir die Tüten am besten zusammen. Und sie haben auch alle voll schön ausgeschaut, die Kleidel dann am Körper. Nur haben wir nicht bedacht, dass man auf einem Faschingsball extrem schwitzt, weil man sehr viel tanzt. Und das Plastik extrem luftundurchlässig ist. Ja, scheiße. Dass der ganze Schweiß und Gestank unter diese Plastiktüten bleibt. Und wir haben uns halt, also die Kleidel hat man dann am Ende des Abends natürlich auch nicht ausziehen können, weil wir haben uns da ja eingeklebt. Also die waren nicht, es hat keinen Knopf gegen keinen Reißverschluss, sondern die waren so eng geklebt, dass die halten an unserem Körper. Und als wir die dann aufgeschnitten haben, waren die halt innen einfach batschnaus. Es war schön. Es war richtig schön. Wir haben mega gut ausgeschaut in die Kleidel, aber sie waren leider nicht sehr praktikabel. Naja. Ihr habt nicht sehr gut gerochen damit.
Darüber möchte ich nicht reden. Kommen wir lieber zu meinen liebsten und besten Kostüme. Auf Platz 3 habe ich da Ich als Blumenkind. Das war während einer Ballett-Faschingsparty, war ich ein Blumenkind. Das war richtig süß und wir haben alle so Bladel auf dem Kopf gehabt, so große Blätter ausgeschnitten. Das waren unsere Hüte und unsere Kleidel waren dann grün bis zur Hüften und da sind es dann so weggestanden in verschiedene Farben. Meins war gelb und ja, wir haben alle verschiedene Farben angehabt und waren eine kleine Blumenwiese. Das war sehr, sehr süß. Oh. Das habe ich immer noch, das Kostüm, weil das einfach so, das halt, da war ich, keine Ahnung, 4 oder 5 oder so. Das ist einfach so klar und so ein riesiger Tüllrock dann. Also sehr, Nett. sehr, sehr lieb. Auf Platz 2, also die ganzen besten Kostüme haben sie leider abgespielt, als ich ein Kind war. Ich war da noch einfach echt nicht mehr so drin im Faschingsgame. Auf Platz 2 bin ich als Tiger. Meine Mama hat mich da so aufwendig geschminkt. Das hat richtig cool ausgeschaut. Meine Mama hat das generell öfter gemacht, wenn so Schulfeste waren oder im Kindergarten auch, hat die immer die ganzen Kinder geschminkt. So richtig schön, so als Feen, als Pirat, also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Ich möchte auch von deiner Mama geschminkt werden. Wieso macht sie das nicht bei uns? Unbedingt. Vielleicht kommt es am Wochenende mit und schminkt uns für ein Fasching. Das war Ja. ehrlich gesagt sehr, sehr Ich möchte ein schön. Schmetterling sein. Ja, und ich wollte in dem Jahr ein Tiger sein und meine Mama hat mich richtig, richtig gut geschminkt. Also ich habe mich sehr krass gefühlt. Und dann hat es mir meine Haare auch noch so gemacht, dass ich zwar so Ohren gehabt habe und Ach, ich habe ein richtig süß. süßes Tigerkleid auch gehabt. Mit so, das hat so einen Kunstfellkragen gehabt und einen Kunstfellschwanz auch noch und so Handschuhe habe ich gehabt. Also es war richtig, ich habe mich sehr cool gefühlt, sehr fancy auf jeden Fall. Und auf dem ersten Platz mein absolutes Lieblingskostüm. Alle, die mir auf Instagram folgen, kennen das sogar, weil das ist mein Instagram-Profilbild. Da trage ich mein Prinzessinnenkleid, das ich sehr geliebt habe. Das war einfach nur ein pinkes Kleid mit ganz viel Glitzerbordüren und ganz wichtig, das Wichtigste erst, es war eine Krone mit einem pinken Stein oben drauf. Ich habe die so geliebt. Meine Mama hat die in ihrem Kleiderschrank in einem bestimmten Fach gehabt und manchmal habe ich die einfach rausgeholt und nur angeschaut, so unterm Jahr und hab gedacht, oh, ich freue mich schon so, wenn wieder Fasching ist und habe es wieder zurückgestellt. Also ich habe diese Krone und dieses Kostüm generell sehr, sehr geliebt und das habe ich auch mehrere Jahre rausgeholt. Also ich wollte gar nichts anderes sein, ich wollte einfach nur das Kleid und die Krone. Ich glaube, ich spreche für alle Wellensittiche, dass wir vor dem allem Fotos wollen. Unbedingt. Es muss alles entweder in die Beiträge oder in Story wenigstens ein. Das hat mich sehr gefreut. Ich muss mal schauen, ob ich davon noch Fotos habe. Das war super, ja. Vreni, hau du deine raus. Okay, ich starte mit den 3 schlimmsten Faschingskostüme und bei mir ist schlimm auch gleichzusetzen mit langweilig oder eine Mischung aus beidem. Auf Platz 3, es gab mal ein Faschingsball, das Motto war Sommer in Orange. Da waren lauter Hippies da und ich war richtig stinkfad und habe einfach einen orangen Rock angehabt und das war's. Waren die richtig schlecht. Nur den Orangenrock. Ja, nur den Orangen. Da hatten tatsächlich sehr viele Leute Warnwesten an. Das fand ich schon wieder ganz lustig eigentlich. Mhm, das ist eine gute Idee, Hä? weil die Ich orange check's sind. nicht. Ja. Sommer in Orange. Kannst du dir auslegen, Ach wie so, du das magst. es geht einfach nur um die Farbe. Orange. Ja, nein, das Motto Im war Sommer. halt natürlich schon auf die Hippies ausgelegt. Da gab es ja. halt den Film Ach so, Sommer ja. in Orange, wo alle Hippies Ah. waren. Und auf dem Ball waren auch ganz viele Hippies. Oder als Hippies verkleidet halt. Aber du kannst das Motto ja auch so auslegen. Also ich war einmal bei Waldtiere erfliegen. Ein Fliegen ist halt auch mal im Wald, oder? Brauchst du mir nicht verzeihen, dass es im Wald kein Fliegen gibt. Die sucht eine gute Losung zum Mittagessen. Ich liebe das Eben. Wort Losung. Schön. Ihr müsst einfach statt da liegt Scheiße bitte in Zukunft immer sagen, da ist eine Losung. Ich finde, das ist einfach viel schöner. Okay, versuch, dass ich es mir angewohnt. Achtung, Losung.
Auf Platz 2 meiner schlimmsten Kostüme ist ein Schweindel. So viel zum Thema, ich gehe nicht schier an Fasching, weil das war schier. Das glaube ich nicht, da will ich ein Foto. Aber ich weiß nicht, ob es sonst gibt. Aber das waren ursprünglich so Maleranzüge. Meine Mama hat beim Fasching irgendeine Einlage gemacht und da waren es halt Schweindel und haben diese weißen Maleranzüge einfach mit so einer rosa Farbe halt besprüht. Auf jeden Fall war diese Farbe außen an diesem Anzug trotzdem noch sehr klebrig. Und irgendwie bist du immer bappen geblieben, wenn du da hingelangt hast und ich habe das Kostüm halt mal angezogen. Und was ich noch nervig fand an diesem Maleranzug, du hast ja keine Taschen außen und nix. Also immer, wenn man an sein Geldbeutel oder sein Handy will, muss man sich immer halb ausziehen und wenn das ganze Kostüm schon pappt, ist das sau nervig. Ja. Okay, ja. Der Verschweindel keine Handtaschen haben oder was? Nein. Tatsächlich finde ich Handtaschen sehr nervig und habe lieber immer mein Zeug in der Hosentasche. Deswegen war das keine Option für mich. Schon. Eine Bauchtasche war vielleicht was gewesen. Schweindel mit Bauchtasche. Naja, und... Ich im Swingerclub. Sorry. Was? Das ist so blöd. Irgendwie hat Stress halt mit Swingerclub-Witzen. Das sind schon sehr früh vor der Aufnahme passiert. Tut mir leid. Ja, alles gut. Warum nimmst du deine Bauchtaschen mit ins Swingerclub? Warum? Was hast du da drin? Stellung macht mich so fertig. So, oh. Haben wir's? Ja, also liebe Wellensittiche, ihr könnt das wieder vergessen, was ich vorher gesagt habe mit den Faschingszüge. Wir werden sehr wahrscheinlich ins Swingerclub müssen. Dres hat uns das jetzt, glaube ich, sehr, sehr direkt gesagt. Das war jetzt nicht mehr indirekt. Sie möchte da nie. Ja. Okay. Ist in Ordnung. Dann gingen wir da hin. Wir feiern Fasching im Swingerclub. Fasching. Ich hoffe, sie schmeißen Gurzel. Ich hoffe, sie schmeißen nix. Oh Gott. Ja. Es ist so schlimm, weil das jetzt wahrscheinlich der Folgentitel wird und das will ich nicht. Ich will das schon. Fasching im Swingerclub. Die Leute denken nicht, wir haben echt gar nicht Alternative. Oh nein, nicht. Oh, ich war... Das ist dumm. Oh, Vor allem war der Okay. Witz so schlecht. der war unfassbar gut. Warum? Das war nicht mehr lustig. Naja, du musst dir jetzt alle Swingerclub-Witze halt auch reinschneiden, damit das dann auch lustig ist. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben ja am Anfang schon drüber geredet, da hilft ja nichts. Ja. Okay. Seid ihr Ja. bereit für Platz 1 Ja. des langweiligsten Faschingskostüms, was ich jemals getragen habe? Entschuldigung, aber das Schweindel war jetzt einfach, das war nicht langweilig, sondern Das das war war nur nervig. unpraktisch. Ja, Okay. Okay. genau. Ja, gut. Also, Platz 1 der langweiligsten Kostüme, die ich jemals am Fasching getragen habe, ist ein Gangster-Kostüm. Ich habe einfach ein weites T-Shirt angehabt und eine Kappe verkehrt rum aufgehockt. Und das war mein Faschingskostüm. Und vor allem habe ich kurze Zeit später das halt auf Ernst auch so gemacht. Von dem her, vielleicht habe ich einfach am Fasching gebraucht, um mir das zu trauen. Ja, Weiß ich nicht. hast du Probe dran. Du bist irgendwie dann dadurch auch mein Typ, bin ich ehrlich. Mhm. Ja, ja, mei. Was möchtest du machen? Ja, ich habe mich gerade selber angeschüttet. Sehr Schön. gut. Vor lauter Aufregung. Aber du warst um mich zu... Nicht, dass jetzt Typen meinen, sie können mich so rumkriegen. Übrigens, es war mein Typ, als ich selber
18 war oder so. Da stand ich auf das. Nein, ist jetzt leider schon spät. Könnt ihr eine Kappe wieder umdrehen. Kennst du es wieder gerade auf? Dann kommen wir zu meinen 3 besten Faschingskostüme. Auf Platz 3, mein allerliebstes Lieblingskostüm aus meiner Kindheit war ein Wecker. Also ich habe einfach ein Nachtthema da gehabt. Das ist übrigens auch ein kurzes Last-Minute-Kostüm. Einfach ein Nachtthema da ziehen und ins Gesicht einen Wecker malen. Meine Mama hat mir immer einen wunderschönen Wecker geschmeckt. Und das fand ich richtig cool. Das war ich echt oft. Und das war vor allem auch originell. Das hört sich total kompliziert an. Was, ein Wecker malen? Achso, Oder was? auf die Nase dann so ein Zeiger, oder? Genau. Süß. Ja. Da möchte ich auch Fotos. Das stelle ich mir richtig lieb vor. Ja, Ja, mal schauen, ob das existiert. Bestimmt irgendwo. ich vor allem Fotos. Dann auf Platz 2 meiner besten Faschingskostüme war Schlangenbeschwörerin. Das Motto war 1001 Nacht. Und ich habe so eine 1001 Nacht bunte Pluderhosen angehabt. Und habe mir so eine Kuscheltierschlange, die war 2 Meter lang, habe ich mir an den Hals gehängt. Und dann habe ich noch meine Blockflöten dabei gehabt. Und das fand ich ziemlich cool. Auf dieser Blockflöten haben wir sehr viel Leute gespielt an diesem Abend. Also die habe ich seither nicht mehr benutzen mögen. Wow. Ja, und mein bestes Faschingskostüm aller Zeiten war mit meinen Mädels zusammen. Und zwar haben wir einen Starlight Express gemacht. Wir waren alle in Neonfarben und aus Rettungsdecken haben wir uns mit diesen silbernen Folien und so, haben wir uns quasi Röcke gemacht und haben Cool. Glitzerleggings gehabt und Inlineskates. Wir sind mit Inlineskates auf den Faschingsball gegangen. Das war richtig cool. War auch cool, weil wir waren, glaube ich, zu 7 oder so, also hat dann schon was hergemacht. Und es war aber auch gar nicht so leicht in der Bar, weil da ja viel verschüttet wird. Und wenn du da mit Inlineskates auf diesem glitschigen Boden, ihr kennt ja alle meinen Drang dazu, dass es mich schweißt, wenn es geht, dann ist das nicht so geil. Also ich habe die dann auch aus Sicherheitsgründen irgendwann ausgezogen, die Inlineskates. Aber es war richtig cool. Ja, damit zu tanzen ist ja krass, oder? Ja gut, da haben wir jetzt nicht wirklich tanzt. Da sind wir halt hin und her gefahren. Aber Anja, erzähl uns doch mal deine Faschingskostüme. Also, ich fange mit den Besten an. Auf Platz 3 ist auch mein absolutes Kindheit-Lieblingskostüm. Und zwar hat mir da meine Mama ein Eisköniginnen-Kostüm genäht. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf das gekommen bin, weil da hat es ja noch nicht den Film Frozen gegeben. Also keine Ahnung, wie ich auf das gekommen bin. Ich war als Kind nicht so die klassische Rosa-Prinzessin. So, ich wollte immer die Sachen von meinem älteren Bruder anziehen und so. Und vielleicht war deswegen für mich eine Eisprinzessin irgendwie cooler oder Eiskönigin. Ich habe dann auch so blaue Lippen gehabt und so. Cool. Boah. Ja, ich habe mich damit sehr, sehr cool gefühlt. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, warum ich mich an das erinnere, aber dass ich da total genervt war im Kindergarten. Weil an dem Tag haben sie ja alle verkleidet und einer aus meiner Gruppe war als Ritter verkleidet. Und der wollte mich dann zum Tanz auffordern. Und das hat mich richtig aufgeregt, weil man gedacht habe, nur weil wir jetzt ein Matching-Kostüm haben, sind wir jetzt safe ein Paar im Kindergarten. Schleicht die. Schleicht. Stark. So nicht, Robert. Ja. Auf Platz 2 meiner besten Kostüme, da war ich ein alter bayerischer Typ, ein Gewamperter, da habe ich Lederhosen angehabt und einen Hut und habe mir einen Bart hingemalt und eine schöne Bierwampen und habe meine Freundin Jasmin dabei gehabt, Grüße. Die war die kreislige Frau dazu. Und die Jasmin geht normalerweise auch nur Skifasching. Für die war das ganz schlimm. Ich habe sie lange überredet. Und sie hat jetzt wirklich so ihren
Make-up auch komplett falsch drauf gehabt. Also sie hat halt, einen Lippenstift drüber gemalt gehabt, überall mit der Wimperntusche Batzel hingemacht. Also es war schon wild, dass ich sie so weit gekriegt habe. Und dann waren wir auf dieser Veranstaltung und dann ist so eine blöde Kuh gekommen und hat gesagt, Du bist ja total verschmiert. Da hängt da was und da hängt da was. oh nein. Oh Mann. Also die hat mir überhaupt nicht in Karten gespielt. Scheiße. Hat Jasmin natürlich wieder die Krise gekriegt. Naja, aber ich fand mich sehr lustig. Ich stand dann auch in der Zeitung, weil ich da gerade Praktikum gemacht habe bei unserer Zeitung. Und da gibt es so eine kleine Redaktionsmaus, quasi immer auf der Titelseite, da wo immer Geschichten aus der Redaktion erzählt werden. Und da hat der Journalist, der da war, geschrieben, dass er gestaunt hat, als er halt so einen Typen gesehen hat und dann beim näheren Hinschauen es sich als die Praktikantin Anja rausgestellt hat. Ich bin gefreut, dass sie eine Zeitung geschafft hat. Schön. Naja, auf Platz 1 meiner besten Kostüme. Und ja, jetzt merkt es, wo sie da mit meinen, liebe Wellen sind, wenn ich sage, ich habe da irgendwie ein Problem. Das beste Kostüm, das ich meiner Meinung nach jemals angehabt habe, weil ich damit so viel Spaß gehabt habe. Und das ist jetzt ein bisschen abartig. Ich war ein Exhibitionist. Und zwar hatte ich so einen Trenchcoat an. Und habe mir drunter so einen richtig ekligen Nacktsuit gemacht mit einem riesen Schwanz und fette Eier. Und ich bin zu sämtlichen Leuten auf dieser Party hingegangen und habe halt meinen Mantel aufgerissen und habe meinen Schwanz so geschwungen und fand mich ultra lustig dabei. Ja. Mei. Ja. Haben's gelacht? Ich weiß nicht mehr, weil ich so besoffen war, aber ich habe total viel Spaß gehabt. Na, hat sich's rentiert. Das ist doch das Wichtigste. Naja, Platz 3 meiner schlimmsten Faschingskostüme ist Hippie, weil da ist einfach langweilig. Also das habe ich auch nicht freiwillig gemacht, sondern da bin ich eben auf einem Faschingswagen mitgefahren, die das halt zum Thema gehabt haben. Und ja, ich war süß, das hat mir nicht gereicht. Dann auf Platz 2, da bin ich auch bei einem Faschingszug mitgegangen, ist Wischmopp. Ich glaube, das hat man in letzter Zeit schon öfter gesehen. Also, dass man so quasi so eine Schwimmnudel oben hat und dann so einen Papierkorb auf, sodass man das Gesicht nicht sieht und dann halt noch so, so wie so Fransen quasi um sich rum. Es ist ein Riesenkostüm und es ist auch hart lustig. Also, ich fand das schon sehr, sehr witzig, das Kostüm. Aber es ist einfach unpraktisch. Erstens ist Klogi sehr unpraktisch. Also das musst du einfach verdrucken. Und zweitens kriegst du total Knackweh, weil du dieses komplette Kostüm auf deinen Kopf balancierst. Zumindest war das bei mir so, weil ich habe einen Giraffenhals. Und bei mir ist das nicht auf meine Schultern geguckt, das Kostüm, sondern auf meinem Kopf. Und das wird dann irgendwann schon schwer. Und auf Platz 1 meiner schlechtesten Kostüme ist der vorhin genannte Geist, weil das extrem das Sichtfeld einschränkt. Man glaubt es nicht. Ich bin gegen sämtliche Leute gelaufen. Und ja. Und Kinder, weil das war ein Faschingszug, wo ich da hingegangen bin, Kinder haben auch wirklich Angst gehabt. Also es war einer überhaupt nicht geheuer und man hat auch irgendwie ein bisschen ausgeschaut wie jemand vom Ku Klux Klan. Das sind jetzt auch nicht ganz so meine Ansichten, meine politischen. Ich weiß jetzt auch nicht. Also wie gesagt, es ist ein gutes Last-Minute-Kostüm, aber auch nur im Sinne des Last-Minute. Dann hoffen wir haben den Faschingswellensittiche glücklich machen können und auch alle anderen Faschingswellensittiche. Wir hoffen, ihr habt eine richtig geile Zeit an Fasching und ich hoffe, ich muss Eigenwerbung machen, dass ihr meine neue Scheiben laufen lasst. Und zwar heißt die vom Strobo Blind. Wenn ihr fleißige Wellensittiche seid, dann hört ihr die heute Abend, weil die kommt am Donnerstag, den 12. Februar um 20 Uhr auf YouTube. Und da sind brutal heiße Schnitten in diesem Musikvideo innen drin.
Ihr werdet es nicht glauben. Schaut mal rein. Und kommentiert doch dann mal auf YouTube. Wir brauchen einen Insider. Kommentiert doch auf YouTube einfach irgendwas mit Wellensittiche. Aber was Lustiges. Ihr wisst es eh. Ihr seid Bitte. sehr lustig. Der hat einfach einen Wellensittich verbauen, damit wir wissen, dass ihr vom Wellensittich-Stammtisch kommt. Das darf mir sehr gefallen. So. Also merci dafür und lasst ihn auf jeden Fall auf eure Faschingswegen laufen und schickt mir Videos. Ich freue mich da abartig drüber. Vielen Dank. Dann, da ich sagen, küren wir den Wellensittich der Woche. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Und dort hat man euch gern einen legendären YouTube-Kommentar vorlesen. Passt auf, der Kommentar tragt den Titel Der Bommel und die Stehwurst des Grauens. Und zwar hat der Bommel kommentiert: Ich fühle mit dir. Auf was bezieht sie das? Ich fühle mit dir eigentlich. Was haben wir da erzählt? Das bezieht sich darauf, dass ich in der vorletzten Folge erzählt habe, dass ich mal die Losung vom Promi weggeputzt habe. Ah ja. Darauf hat er sich bezogen. Okay. Ich fühle mit dir. Mir ist sowas Ähnliches passiert, aber noch viel schlimmer. Mir hat wer eine Stehwurst hinterlassen und ich musste die dann wegmachen, weil ich auch dachte, sonst meinen die ich war's. Da stand sie nun, die faustdicke Stehwurst, die durch Spülen alleine nicht wegging. Ich war ultra sauer und dachte mir nur, wer in dieser Firma kann sowas überhaupt rauspressen? Ich habe an dem Tag auch keinen rumlaufen sehen mit Cowboy-Gang. Es war einfach nur übel. Es war auch weit weg von aushaltbarer olfaktorischer Belastung. Also Fenster auf und mit dem Gesicht immer wieder zur Frischluft, dass ich nicht erstick. Und dann mit der Klobürste durchs Rohr drücken, was den Geruch nicht verbessert hat. Ich war noch nie so sauer auf der Arbeit. Ich kam aus dem Klo halb erstickt. Ich darf mich nicht wundern, wenn die bissel blau angelaufen wäre. Es war einfach nur schlimm. Das war ein Krimi. Ah, Bommel, du musst wissen, wir kennen den Kommentar alle schon. Wir haben den alle schon gelesen und wir haben auch schon gemeinsam drüber gelacht, aber wir finden ihn immer wieder sehr lustig. Die Stehwurst begleitet uns seit mehreren Tagen und bringt uns immer wieder zum Lachen. Vielen Dank für den Kommentar. Daher bist du völlig zu Recht der Wellensittich der Woche. Und deswegen rühr die bitte auf Instagram bei uns. Schreib uns eine Nachricht an Wellensittich-Stammtisch. Das war ja ein YouTube-Kommentar. Also wir hoffen, du bist da auf Insta und schick uns einfach da eine Nachricht mit deiner Adresse. Dann kriegst du als Wellensittich der Woche Briefel zugeschickt. So wie schon einige vor dir und auch ganz viele nach dir. Deswegen, liebe Wellensittiche, bemüht euch weiterhin. Ihr könnt uns beeindrucken mit was auch immer ihr möchtet. Hauptsache, es ist kreativ oder lustig oder beides. Oder ihr macht uns ganz viele Komplimente, je nachdem, was euch so einfällt. Wir freuen uns, das alles zu lesen. Und wir haben ja auch, eine Liste, gell? Da sind schon potenzielle Namen, die sind kurz davor, dass es werden. Da fällt nur noch so ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleines Kompliment fällt da noch. Dann seid es. Ein ganz kleines bisschen Bargeld. Ja. Eine ganz kleine Spende müsst da noch her, dann wird's was. Na, Schmarrn. Was uns natürlich auch unfassbar glücklich macht, sind 5-Sterne-Bewertungen. Das heißt, wenn du, lieber Wellensittich, ich rede mit dir. Nur mit dir rede ich gerade. Wenn du uns noch keine 5 Sterne gegeben hast auf der Streaming-Plattform deiner Wahl, was ist mit dir? Bitte mach doch. Sie schmecken uns so gut. Nom, 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 nom. Dann gehen wir jetzt noch ganz kurz zu eurer Lieblingskategorie. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Liebesbriefe. Und das geht halt ganz schnell, aber ich möchte natürlich auch die teilhaben lassen, die mir nicht auf Instagram folgen.
Die mir folgen, die haben es vielleicht schon mitgekriegt. Ich habe ja gepostet, dass meine geliebte Katze leider gestorben ist. Und daraufhin habe ich eine sehr nette Nachricht auf diesem Post gekriegt. Und die lesen euch die Mädels jetzt vor. Und zwar hat dir der Sven auf diese Story geantwortet: Zeig Möpse. Ein besonders liebenswertes Exemplar. Daraufhin hat Anja diesen Screenshot von dieser Zeig-Möpse-Nachricht auch in ihre Story da und gesagt, danke für diese Nachricht, vor allem in diesem Zusammenhang. Und daraufhin hat ein weiterer mega lustiger Typ geschrieben, der wollte doch nur deine Hunde sehen. Und diese verärgerten Emojis dahinter, mehrere. Und er hat auch noch mit einem Avatar geantwortet von sich selber. Man kann ja so selber auf Instagram einen Avatar von sich erstellen. Und der hat so Tränen in die Augen gehabt vor lauter Lachen auf diese Story hin, dass mir jemand Zeig Möpse schreibt, wo sie ja generell schon mega respektlos ist, aber nur respektloser auf eine, hey, meine Katze ist gestorben, mir geht's gerade nicht gut Story. Ja. So reagiert und natürlich, Herr Richter, ich habe Screenshots. Ich habe ihn angeklickt. Klar. Und bin wieder aus allen Wolken gefallen, denn es war ein Politiker, ein Rechtsanwalt und Ehemann und Vater zweier Stieftöchter. Und da denke ich mir wirklich, wenn man so auf eine absolute Respektlosigkeit und eine Belästigung von einer Frau reagiert, weiß ich nicht, ob man dann so geeignet ist für diese ganzen Positionen. Also es ist wirklich brutal teilweise, was sie da für menschliche Abgründe abdehren. Weil, also ich kann euch beruhigen, liebe Wellensittiche, ich habe ungefähr hunderte von Nachrichten gekriegt, erstmal mit Beileidsbekundungen und so. Ich habe das Ganze öffentlich gemacht mit meiner Katze, weil die schon von Anfang an meiner Musikkarriere mit dabei war. Es ist losgegangen mit meiner Musikkarriere. Sie war ein kleines Kitten, sie war ständig in meine Videos und meine Stories überall mit drin. Sie ist auch hier schon durchs Beutel gelaufen beim Wellensittich-Stammtisch. Sie war einfach ein Teil von meinem Leben, ein sehr, sehr, sehr großer, und deswegen habe ich das öffentlich gemacht und dementsprechend habe ich ja wirklich sehr, sehr viel liebe Nachrichten gekriegt. Danke dafür. Und auf diese Zeig-Möpse-Story habe ich sehr viel wütende Nachrichten gekriegt, auch von ganz vielen Männern, wo sie quasi im Namen aller Männer entschuldigt haben, was man nicht machen muss, aber danke dafür. Und so ist eigentlich eine normale Reaktion und nicht, dass man darüber dann noch lacht und dann noch so einen dummen Witz noch macht, wegen, der wollte doch nur deine Hunde sehen und dann mit so bösen Emojis quasi, dass ich eine blöde Kur bin. Ja. Das Schlimmste an dem Ganzen ist irgendwie, weil das ja ein Mensch ist, der so nach außen hin ja den Schein erweckt, als wäre er so ein gut bürgerlicher Rechtsanwalt, Vater, Kommunalpolitiker. Ich setze mich ein für die Belange und die Menschen und ich bin für euch da und für den Rechtsstaat und bla. Sorry, aber fick die einfach. Ja. Amen, Schwester. Ja. Amen. Das werden wir wohl noch sagen dürfen. Ja, mehr kann man da jetzt noch nicht sagen eigentlich. Und ja, ich habe gerade eine allgemeine Wut auf, ich weiß nicht, auf was ich sauer sei. So, ich bin einfach sauer auf Schicksal. Leute, die trauern oder schon mal trauert haben, kennen das wahrscheinlich. Daher, falls ihr mir gerade blöde Nachrichten schreiben wollt, ich bin nicht in Konfrontationslaune. Ich schreibe ja generell eigentlich so gut wie nie zurück. Aber ich bin in Bloßstellungslaune. Das bedeutet, ich werde es veröffentlichen. Daher nur das vorgewarnt seid. Nur, dass ihr es wisst. Aber wegen ich glaube, dass irgendwelche die Arschlöcher diesen Podcast hören. Schade eigentlich, aber na Schmarrn. Hätte man einen Stream mehr da, das war es wert. Der schmeckt uns trotzdem. Na, ihr seid die besten Wellensittiche, die man sich wünschen kann. Und deswegen
lassen wir euch doch jetzt aus dieser Folge raus mit einem dicken Kuss auf eure Schnäbel. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Servus. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.